Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Leute gibt, die noch nie einen Mentos an einen Cola gehalten haben. Ja, und sie stand wie ein kleines Kant freien. Guten Abend am Pisa. Und Joseph, du hast dort ein Experiment für 3 Sendungen an einer Mr. Science Reportage gemacht. Dass wir das heute noch einmal machen, das hat einen guten Grund. Beim Cola Mentos Experiment geschieht nämlich etwas, was heute natürlich am Boden geschieht. Genau, wir sind nämlich heute zu Andernach an der Eifel. Und hier haben wir ist ein Kahlwassergeysir, den eigentlich mit Sprudelwasser funktioniert. Und das ist ein natürliches Phänomen. Der soll bis 60 Meter an die Luft spritzen. Das heißt, wenn den nur ausbricht, dann ist als Cola Mentos Fontaine eine Fontänchen. Ne? Ja, den Boden, den hier haben wir den ist nämlich 350 Meter tief. Und wenn den spritzt, ja, das geht mir eigentlich. Und das ist ein Gas, der möchte, dass es spritzen wird. Und derselbe Gas, den sprudelt doch bei uns zu Lützeburg an der Sauer. Da sollen nicht Plätze gehen, wo wirklich regelrecht Blosen an das Wasser rumkommen. Das habe ich recht geglebt, wie ich es mit irgendeiner gesehen habe. Der Roman Meyer ist Geolog. Er hat unter anderem MIT an den USA geforscht. Er ist jetzt zurück zu Lützeburg und hat mich bei Sauer bestellt. Hier soll kleine Sprudelblosen am Wasser können sehen. Also wenn wir hier Chance haben, dann sehen wir die Gasbulle von CO2 am Wasser runterzugehen, von so ganz ruhig ist, gesagt in das. Es muss just ein bisschen Geduld haben. Da sind wir. Ja, du gesagt in das. Der Roman erklärt mir, dass die Blosen von ganz tief aus dem Boden kommen. Aus einem Magma, das an der Erdkruste hängen geblieben ist, aufkühlt und ausgast. Das kann man sich vorstellen wie ein Sprudelwasserfläche, wo in den Stopp abmischt. Da fängt genug Gasblosen rauszukommen. Die gehen über Bruchflächen, die am Gestänk sind, gehen die Gasblosen in die Ohren bis auf die Oberfläche. Und da kommen sie hier raus. Und da kann ich so eins sehen, wenn ich auf der Bruchfläche ist, wo sie rauskommen. Was man gesehen ist also CO2, das tief aus dem Boden an die Sauer herabkommt. Oh! Oh la la. Das war auch groß, ne? Der Magma, aus dem den CO2 kommt, ist auch in der Eifel. Beim Geysir geht ein CO2 innen am Pütz an das Wasser. Und die CO2-Blosen, die werden gleich hier an der Eifel der größte Kahlwassergeysir von der Welt ausbrechen lassen. 60 Meter wird das Wasser mit dem Gas an die Luft katapultiert gehen und das blubbert auch schon ein bisschen da hinten. Und innen am Boden geschieht auch schon etwas. Wenn du erklärst, also mit deiner Sprudelmaschine, was da genau tief am Boden geschieht. Genau, an dieser Sprudelfläche ist es so ähnlich wie beim Sprudelwasser da innen am Boden. Das ist mit einem hohen Druck. Dadurch gesagt, die CO2-Blosen, die hier dran sind, gar nicht. Das ist, weil der Druck, den drückt das CO2-Blosen so fest zusammen, dass sie so klein sind, dass sie nicht gesagt. Und das reicht, wenn wir den Druck lassen, weil wo die Kleinblosen aus der Nähe gehen, groß gehen und da steigen sie ab. Also stell mir das ein bisschen so viel, Joseph, wie ein Cremosflasch, der gut rüsselt, und dann hört ihr am Anfang noch ein Geysir, gell? Guter Jahrgang. Joseph, wo kommt heute den Druck hier? Ja, intuitiv gehen wir meinen, dass wenn ihr rüsselt, dass dann mehr Druck entsteht. Mit das ist aber nicht so. Und das kannst du daheim mit dieser Flaschweise, ne? Die halten die Stummelo wirklich paar Stunden lang, ohne dass sie sich bewegt wird. Und den Druck, den ist genau auf 2 Bar. Weißt du? Wenn ich ganz fest rüsseln, gebe ich ja Mengen, da müssten Druck an die Luft gehen. Aber nee, das ist noch immer genau auf 2 Bar. Da ändert sich eigentlich nichts. Aber was sich ändert, und das sehen wir auch, hier, dass das lauter kleine Luftbläser von hier oben sich am Wasser gelöst haben. Und diese Luftbläser, die gehen alle gut mehr groß, wenn ich hier oben abmachen. Voilà. Und viele Luftblasen holen natürlich viel Wasser mit, und da kann es besser überscheiden. Aber der Mentos, und das gesagt den Lohai, du entstehst ganz viel Blosen. Ja, genau. Das ist
weil Mentos das ganze System ein bisschen steuert. Blosen entstehen nämlich immer bei einem Glas do, wenn er zum Beispiel ein bisschen Dreck an der Oberfläche hat oder Ritzer oder so. Und Mentos sehen zwar so ganz glatt aus, aber eigentlich, wenn man unter dem Mikroskop guckt, das ist die Oberfläche ganz geradert und das ist eine perfekte Oberfläche für den CO2, für den sich vom Wasser loslässt und dann kriegen wir eben ganz viel Sprudeln. Und bei der Cola scheint das dann noch richtig über. Also, wir können ja wohl kein Mentos an der Geysir geheilen oder Rüsseln. Nee, also am Geysir da passiert noch ein bisschen etwas anderes und das kann ich nur an das Geysirzentrum weisen. Okay, da geh du ein schweren Hai, für das wir den Ausbruch schon nicht verpassen. Weil bei diesen Modellen kann ich ein bisschen verstehen, was innen am Geysir passiert. Und ganz innen am Fuß, du lässt sich ja CO2 am Wasser, mit kann nicht unendlich viel CO2 an Wasser rankommen. Das heißt, irgendwann kommt der Punkt, wo so klein Gläser nach oben steigen. Aber guck mal, wenn ich so enger bloß no gehe. Die schenkt weh nach oben mit dick zu gehen. Genau, das ist, weil oben viel mehr Druck ist wie innen. Voilà, und lo, wenn die rupsteigen, da geht ein bisschen Wasser oben aus dem Geysir herausgedrückt, dadurch schon mal mehr Wasserdruck auf der Wasserseil und da kommen mehr Bläser von innen rup. Und das sehen wir hier. Der Druck hält also auf und dann ist es wie wenn man eine Flasche abmischt, dann entstehen viel mehr Blasen, die absteigen und die mehr Wasser oben raus katapultieren. Und dann gibt eine ganz Reaktion ergangen, das heißt, entstehen so viele Blasen, dass sie zu enger dicker zusammenwachsen, die dann das ganze Wasser aus der Seil raus können drücken. Und das wird geschwind so weit sein, dafür gehe ich mal sehr gucken. Kein Stress, den 350 Meter Dave Pötz muss als erstes mal ganz mit Wasser volllaufen und dann muss der Schlöserlos den Druck abbauen. Han? Ja, du hast noch nicht verpasst. Nee? Okay. Sollen wir nur gehen? Ja, was, komm. Ja. Nicht so nur, sonst geht er noch nass. So eng 10 Minuten huet dat lo gedauert, méi Joseph wird ass noch nicht fertig. Nee, also es sind eng helle wohl super interessante Phänomene, die hier passieren. Und was man gerade gesehen hat, dass das Geflimmer ist, über dem Lach, das ist, weil das Lachelo eitel ist, aber sich löst von den innerirdischen Quellen am Feld und dadurch geht den CO2, den am Lach dran ist, der geht abgedrückt und den ist ein bisschen mehr dicht wie die Luft und dadurch bricht den Licht dann ähnlich und dafür flimmert das so. Wir halten also fest, eng riesig Gaswasserfontäne, die gëtt ausgelöst vu just pur klengen CO2-Blosen. Und das sind die selbecht Blosen, die der Geolog mir zu Lützeburg unter Sauer gewiesen huet. Also wat froh fir wat aus de Geysir Hai an zu Lützeburg. Net weide wäsch vun der sprudlecher Sauer goufe fir rund 2,5 Joer des Biller gedreht. Geschieht direkt nief der Sauer, bei Suchs Rossbach. De Matthias Schneider aus der responsablen Techniker Hai, aber nicht den Ähnchen, den Demos geduscht gouf. Mein dummer Chefmann ist gewoch gewählt, der war auch mal dabei. Hai klemmt den CO2 nicht bis op d'Overfläche an Sauer. Geht an enger Dave vu 67 Meter an Grundwasser iwwer. Dat gëtt dadurch sprudelig. Könnt durch Spurung erup an Produktion. Weil sie bei der Quelle den Entretien gemacht haben, hatten sie den Druck kurz nicht in der Kontrolle. Ich wusste ja auch kennen, wie was geschieht im Moment. Ne? Also, weil geht das laut ewig so weiter oder hier das von selber einen Kerb. Zu Andernach an der Eifel wollten sie für über 100 Jahre auch noch Wasser bohren. Weil es aber permanent stark gesprutzt wird, haben sie abgehalten und den Site an eine touristische Attraktion verwandelt. Der Geysirhai sprutzt knapp 10 Minuten. Dann ist den 350 Meter Dave Pötz eitel. Nur 2 Stunden geht das Spektakel darum vu 4 los. Aber weil sie so einen Dave Pötz gebohrt haben, ist die Fontäne auch so gewaltig. Et muss ihn aber genau da bohren, wo den CO2 aus dem Boden herabkommt. Muss schon aus enger
Steierung sinn, wo die Gasen migriere können. Weil de Gas et Wasser as do mit de Gas muss nach injektéiert gin an da krit den Sprangbuer. Gewin zu Rosbord bei de Spruddeln an der Sauerburen hat noch Haie geisier. An engem Pëtz pu Meter newen run kindet dawer schon rem net mi goen. Dat gesäide noch nief der Spruddelwasserquell. Knapp 200 Meter do vun de Wäsch holen sie het Plattwasser op. Kein CO2, ke geisier. Ja, dat war just noch Naturgewalt, wat lo rauskom. Ne? Sie kruten Naturgewalt du noch mat Gewalt in der Kontrolle. Du hummer du den Brunnekopf quasi in der Gewalt op de Brunnen trop gesat. Hummer is mat 2 Mann oben trop gestalt, an wie du bist der Gegendruck da war, dort die Quelle auch vor Wellopkleiche op hier mat sprudeln. Du war roh. Du hummer Kleichtrop de Kopf nochmal weggeholt, fir ranzugucken, du war wie wenn nächst gewesen wär. Bis haut bleif dat Hai den enzeschen Kalwassergeisier zu Lützebusch.